Kirche, von der wir träumen, ist Gottes Antwort für viele Menschen in der Not. Sie teilt den Segen großzügig mit den Armen und trägt so dazu bei, dass sich Hoffnung in der Welt ausbreitet. Ihre Großzügigkeit wird nicht nur in ihrer unmittelbaren Umgebung, sondern auch in den ärmsten Teilen der Welt erfahrbar. Einsame Menschen finden Liebe und Annahme. Witwen und Alleinerziehende finden Unterstützung. Hungrige werden satt, Durstige bekommen zu trinken. Gefangene bekommen Besuch. Nackte werden bekleidet. Fremde finden eine Heimat und Waisenkinder ein Zuhause in liebevollen Familien. Die Behörden schätzen unsere Kirche als unverzichtbare Partnerin im Kampf für das Wohl der Bevölkerung. Mehr gute Nachricht für Arme. Die Kirche, von der wir träumen, verkörpert die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus gezeigt hat. Kranke und leidende Menschen erleben Heilung, Hilfe und Trost. In dieser Kirche fallen Lasten ab. Seelische, körperliche, geistliche Beschwerden werden durch Freiheit, Freude und Frieden ersetzt. Zerbrochene Beziehungen werden wiederhergestellt, ungesunde Muster durchbrochen. In dieser Kirche wird mit der Kraft Gottes gerechnet, denn sie ist stetig präsent. Religiöse Gesetzlichkeit weicht einer kreativen, menschenfreundlichen, lebensbejahenden und hoffnungsvollen Kultur, die Gottes Charakter widerspiegelt. Diese Kirche weiß das zu feiern, vergisst aber nicht, mit den Menschen in Not zu leiden und sie durch schmerzhafte Zeiten zu begleiten. Mehr Freiheit für Gefangene. Die Kirche, von der wir träumen, spricht die Menschen unserer Gesellschaft an. Sie vermittelt das Evangelium so, dass es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt und sie die Schönheit, Heiligkeit, Autorität und Liebe Jesu für sich erkennen. Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft werden von Jesus ergriffen. Das geschieht im Großen am Sonntag und im Kleinen unter der Woche. Unsere Zusammenkünfte sind von der Gegenwart Gottes durchdrungen. Die Menschen kommen in Scharen zu ihm, weil sie ihn bei uns erleben können. Diese Begegnungen sind weit mehr als attraktive Events. Sie entfachen in Menschen von jung bis alt eine Leidenschaft für die, die Jesus noch nicht kennen. Mehr Sicht für Blinde. Die Kirche, von der wir träumen, befähigt Menschen, dem Missionsbefehl von Jesus zu folgen. Sie sendet sie in alle Bereiche der Gesellschaft und in alle Regionen der Welt, damit sich Gottes Reich weiter entfaltet. Diese Kirche sieht ihren Erfolg nicht nur in ihrer Sammlungskraft, sondern ebenso in ihrer Sendungskraft. Gott gegebenes Potenzial von Menschen wird durch eine Kultur der Ermutigung freigesetzt. Wir sehen eine Kirche voll mit Menschen, die ihre Berufung kennen, fest im Glauben stehen und in der Nachfolge mündig geworden sind. Überall in der Gesellschaft übernehmen sie Verantwortung und prägen diese Welt zum Besseren. Mehr Befähigung und Aussendung.